Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu F1 2021. Wir sind wieder zurück in unserem Hauptquartier und gehen jetzt auf Japan. Wir haben ja zwar schon ein bisschen Ressourcenpunkte, aber können nicht groß etwas noch investieren. Das letzte in Singapur war halt recht das Demolition Derby, kann man schon fast sagen. Und ja, ich würde mal sagen, wir können ja schon nicht machen. Nein, sponsortechnisch geht noch lange nicht. Da müssen wir jetzt noch 4 Anerkennungsstufen raufgehen, dass wir wieder einen Sponsor mehr holen können. Ich habe mir überlegt, ob ich noch die Lackierung wechseln von unserem Fahrzeug. Weil mir gefällt so das Violette nicht mehr so, muss ich ehrlich sagen. Ich habe zwar nicht neue Designs in dem Sinn, die ich anwenden könnte, oder ich muss sagen, so mal, das wird geil aussehen, weil ich bin eigentlich mit dem Design, das wir hier haben, schon zufrieden. Aber mit der Farbe, ich weiß nicht, ob man mal irgendwie... ja, grün jetzt auch eher weniger, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, irgendwie so ein Gelton wäre vielleicht nicht, wäre noch cool. Hätte schon niemand mehr, aber nicht so ein hellgel, sondern mehr so ein bisschen dunkleres. So vielleicht, he? Machen wir so 30, 42, 128. Das können wir überall anwenden. Ja, mal lassen wir doch mal so, wieso nicht? Auch mal umlackiert das Ganze. Persönliche Sticker kann ich da noch etwas ändern. Nein, da ist einfach nur das. He? Okay. Gut. Ja, da würde ich mal sagen, da können wir den Anzug gerne noch wechseln. War mal Charakterpose, die ich mal safe wechseln. Dann nehmen wir jetzt einfach das. Sieht immer noch besser aus als da, was ich sonst so mache, wie der Hampelmann. Schauen wir auch hier wieder die Farbe wechseln. So, also gut. Dann haben wir das jetzt mal geändert auf gelb-schwarz. Der Hintergrund hätte jetzt auch noch wechseln, aber es ist auch egal. Wir lassen das jetzt mal so und gehen jetzt mal ab nach Japan zum nächsten Grand Prix. Japan leider auch eine Strecke, die nicht so mies ist, aber wir sehen uns gleich wieder im Blitzqualifying. So, herzlich willkommen zum Blitzqualifying. Wir legen gerade los. Ich bin jetzt ein paar Runden in dem Training gefahren und es war eigentlich voll okay gewesen. Und habe eigentlich nicht grosse Gripprobleme gehabt, nicht so wie auch in Singapur. Dort hatte ich mehr Probleme gehabt. Und ja, ich würde sagen, gehen wir gerade rein, legen wir los, hoffentlich kriegen wir eine gute Runde her. Let's go! Okay, das war jetzt ein bisschen schlecht dort. Ich hatte den falschen Gang auch gehabt. So, ich war ein bisschen ruhig jetzt auf der Qualifying-Fahrt. Ich muss mich konzentrieren, aber ich glaube, wir sind nicht mehr so schlecht unterwegs von der Pace her. Das Auto fühlt sich ein bisschen schwer an, wenn es ein Mühe leichter wäre, ein bisschen wendiger, wäre es ein bisschen angenehmer, denke ich. Aber sonst hat es sich eigentlich nicht schlecht angefühlt. Oh, wir sind auf P11. Nicht schlecht. Nicht schlecht, das ist eigentlich ziemlich gut sogar mit unserem Auto. Schwarzmann auch wieder P20, der gefällt mir richtig, wie er fährt momentan. Vielleicht liegt es ja an der gelben Lackierung, man weiß es nicht. Gut, also wir machen weiter, wir gehen ins Rennen, let's go. Sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an, bevor es losgeht. Dank einer fantastischen Fahrt im gestrigen Qualifying startet Charles Leclerc von der Pole. Und Max Verstappen steht daneben. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Hamilton, Ricciardo, Valtteri Bottas und Perez, Sainz, Norris, Tsunoda und Pierre Gasly. Ein Wagen des neuen Teams, Vettel, Fernando Alonso und Stroll. Ocon, Räikkönen, Antonio Giovinazzi und George Russell. Mick Schumacher, Schwartzman, Latifi und Nikita Mazepin. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke.
So, herzlich willkommen bei der Startaufstellung. Wir sind immer noch P11, also es hat keine Strafen vor uns gegeben. Wir schauen mal in die Strategien und wir sehen, wir starten mit den Härten, mit der Soft und gehen dann auf die ganz Härten. Ich weiß nicht, wieso das die Strategie ausgewählt ist. Wir machen jetzt wieder die obere mit den Mediums, weil ich glaube, das ist ein bisschen gescheiter. Und ja, Spit haben wir ein bisschen runtergenommen und dann würde ich sagen, legen wir los. Hoffen wir auf einen guten Start und auf ein sauberes Rennen. Viel Wheelspin gehabt. Die Position verloren. Kleiner Quersteher. Ich muss versuchen, unbedingt am Vettel dran zu bleiben, dürfen wir jetzt nicht wegziehen. Wenn es eine Lücke gibt, wird es schwierig für mich, hier wieder aufzuholen. Darum verbrauche ich jetzt mal ein bisschen ERS. Er lässt zwar auch abreißen auf ein Gasli. Ach, Scheiße. Ich habe für eine Sekunde schnell den Grip verloren. Jetzt spüre ich natürlich den Dirty Air hier ein bisschen. Das zieht mich nämlich auch immer so komisch wieder raus. Ich glaube, es hat einen guten Exit gehabt. Ja, er hat auch einen guten Exit gehabt. Vielleicht jetzt mit Windschatten ein bisschen. Wow, das wäre fast so Vettel Verstappen Move gewesen, den es erst einmal gegeben hat, und es nachher gespinnt hat. Also wenn das war, 2017, 18 glaube ich, weiß es gar nicht mehr. Oh mein Gott! Woo! Was? Er hat eine Meldung untergegeben, ich habe sie gelesen. Oder nicht gehört, besser gesagt. Aber wir sind in einem langsamen Auto. Ist das der Vettel aber nicht, oder? Nein, das war nicht der Vettel. Ja, wir gehen eine Runde später in die Box in dem Fall. Wenn es drinnen liegt für unsere Reifen, machen wir doch das so. Also wenn der Sainz einen Fehler hat, das im Auto, wieso verteidigt er noch so? Gut, habe ich auch gemacht in Singapur, muss ich noch sagen. Nice.
So, okay, es ist ja so, dass ich den beiden Alpha Tauris da vorne irgendwie nicht nachher mag. Vettel hinter mir mag aber mehr nicht so, nachher habe ich das Gefühl. Und jetzt müssen wir in die Box in dieser Runde. Dann schauen wir mal, was passiert. Wow, okay, meine Reifen sind langsam tot. Ich rutsche recht um, also beziehungsweise recht untersteuern. So, let's go. Schauen wir mal, was wir noch rausholen jetzt in der Box. Come on. Schneller. Okay, wir kommen vor dem Vettel wieder raus, sehr gut. Genau das wollte ich sehen. Hinter dem Tsunoda. Wo ist denn der Gasly? Okay, wir kommen langsam an die Alpha Tauri selber. Wir sind momentan recht schnell unterwegs. Vettel hinter uns hat eigentlich nicht so den Speed, den wir etwa haben. Also es sieht gut aus, dass wir vielleicht die noch einholen können. Für uns wäre das gute Punkt. Tsunoda greift Gasly an. Solange sich die zwei bekämpfen, ist gut und nachher fahren sie langsamer. Dann kann ich aufschliessen. Gasly fährt aber auch langsam, habe ich das Gefühl. Das ist mit der Härte unterwegs, darum. Der kann da gar nicht den Speed fahren wie wir mit der gelben. Einfach keine Fehler machen, einfach jetzt nicht den Karren schließen. No. Letzte Runde. Oh, jetzt einfach dranbleiben, nicht abreißen lassen. Aber es war wie draussen. Sehr schlechter Exit gehabt. Wie draussen. Oh, was macht er? Oh mein Gott! Oh, da haben wir ihn noch! Oh, in der letzten Schikane, aber what the fuck, was hat der denn gemacht? Er ist ja einfach über den Curb reingedonnert und in die Pylon rein. Ja Mann, aber das ist der P9 noch für uns. Nice! Was für ein Rennen! Oh shit! So, gewonnen hat der Verstappen, der Hamilton, Bottas dann, der Leclerc, Perez, Norris,
Ricciardo, Tsunoda, da kommen wir auf P9, von P11 her, sehr gut. Gasly, Vettel, Stroll, Alonso, Sainz, der hat ja Probleme gehabt, scheint. Also ich nehme es an, er war es, weil wir haben ja eigentlich einen Durchsage bekommen, dass jemand ein Problem hat am Auto. Und ich glaube, das war der Sainz, weil der ist ja schlussendlich auch so langsam war. Und der hat es eigentlich eben noch geschossen. Ich glaube, das war schon Mazepin und der Latifi. Schwarzmann leider auch wieder auf P20 geblieben, also bei ihm ist nicht nach vorne gegangen. Aber gleich, er hat nichts verloren und das ist schon mal positiv. Ich bin eigentlich mega zufrieden mit dem Schwarzmann, muss ich sagen. So, wir sind zurück im Hauptquartier und jetzt müssen wir noch einen Sponsorenvertrag erneuern. Jetzt muss ich schnell kurz schauen, was das für ein ist. Die Verträge mit mehreren Sponsoren können erneuert werden. Okay. Ich weiß gar nicht, welcher Sponsor das war. Aber wir nehmen jetzt mal einen anderen. Wir nehmen, glaube ich, hier Gedanken übertragen und schließe ein Rennen ohne Ausfälle im Team ab. Das ist ja eigentlich noch realistisch. Also Schwarzmann macht ja nicht so viele Fehler. Wir nehmen jetzt mal den. Und ja, wir sind jetzt eigentlich gut dran und mit den F&D-Punkten. Haben wir noch irgendetwas, das fehlgeschlagen ist? Nicht. Nein, aber wir können vielleicht den Motor noch etwas verbessern. Genau, wir nehmen hier die Zündkerzen. Das kostet ja eigentlich nichts und das kommt nach dem Grand Prix der USA. Ja, ich hoffe, dass es da mal ein bisschen ändern tut, dass wir da mal ein bisschen vorkommen. Aber es sieht ja nicht schlecht aus. Also wenn wir unser Auto gut positionieren, dann können wir eigentlich recht viel verteidigen auch. Jetzt müssen wir noch kurz vorspringen bis zum USA Grand Prix, falls irgendetwas noch fehlschlägt von der Entwicklung. Das hat noch geklappt. Das ist gut. Ja, okay, der Motorhaube hat auch geklappt, so wie es aussieht. He? Yes, okay, dann haben wir nämlich hier nochmal jetzt ein rechtes Update reinbekommen. Sehr gut. Ja, da ist etwas fehlgeschlagen. Noch. Das, okay, ja, tun wir halt nochmal erweitern. Und das ist nach Mexiko. Nicht mit dem Wunder, wie das neue Reglement wird sein. Kann ich noch irgendetwas machen? Kabelbaum. Gewichtsreduktion. Machen wir sonst auch mal. Eigentlich sollte ich jetzt nicht mehr so viel Geld ausgeben für die Entwicklungen, weil das Ding ist halt eben, wenn jetzt grosse Änderungen kommen und ich kann es nicht finanzieren, haben wir ein kleines Problem. Also ich tue lieber ein bisschen Ressourcenpunkte sparen. Weil es geht ja nicht mehr lang, dann sind wir eigentlich schon fertig mit dieser Saison. Wenn wir jetzt mal schauen. Also jetzt kommt USA, Mexiko, Brasilien, Australien kommt ja dann auch noch einmal und Abu Dhabi. Also es sind noch 5 Rennen, die kommen. Da sind wir eigentlich durch. Und unsere beste Platzierung, die wir je rausgefahren haben, war ein P7 in Montreal. Ja. Okay. Und 4 DNFs. Also eigentlich sind wir nicht schlecht unterwegs, muss man wirklich sagen. Wir haben zwar schon, also ich sage jetzt mal, Monza war ein bisschen überflüssig, aber dort hat es auch geschiffen wie blöd. Frankreich hat es, glaube ich, auch geregnet. Monte Carlo ist einfach Monte Carlo. Und Aserbaidschan weiß ich gar nicht mehr. Und jetzt sind wir, glaube ich, in die Wand reingedonnert. Das ist schon lange her, als ich die Folge aufgeladen habe. Gut, also im nächsten Rennen gehen wir dann nachher nach Amerika und fahren dort. Hoffentlich wird das ein gutes Rennen. Hoffentlich können wir dort auch noch mal uns ein bisschen gut positionieren. Ich glaube, wir lernen das Auto, gell? Vielleicht liegt es auch ein bisschen an dem, dass wir gute Platzierung rausgefahren haben. Aber ja, ich würde mal sagen, das war es mit dieser Folge von F1 2021. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer eine Bewertung freuen, sowie über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und wenn ihr das Video teilen würdet. Und sonst sehen wir uns dann einfach im nächsten Video wieder. Bis dann sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao.